Meine Damen und Herren, wir haben dann hier als Pressekonferenz begrüßen, Herr Schei, für mit uns zusammen zu diskutieren über ein Thema, das die nächsten Wochen am Mainz die öffentliche Debatte zu Lützeburg wird bestimmen. Für dafür ein bisschen mehr einfach zu machen, haben wir ein Dossier der Presse präpariert, wo das wesentlich von dem, was wir heute wollen suchen, und auch vielleicht ein paar Sachen mehr draufstehen, für das ihr könnt gebrauchen, für wenn ihr den Dossier studiert, der nur wirklich kein einfachen Dossier ist, der relativ kompliziert ist, auch vielleicht, das war doch vielleicht erklärt zum Teil, dass er nicht so richtig die Thematik an der breiter öffentlicher Meinung vorgedrungen ist, ob schon sie aber schon eine ganze Reihe von Jahren an der Debatte ist. Für zu weisen, dass wir nicht reagieren auf die Propositionen, die an dem Projekt de loi vom Minister dran und herle sind, haben wir ja auch nach den heutigen Text kopiert, wie der gesehen Schluss davon aus der Text vom 20. Mai 2010, das ist ein Text, den nur geschwind 2 Jahre kriegt, an den am Fongehol als Basis durchstellt von der Haltung von unserer Organisation zu der Rentenreform. Den aus dem zugeholt gehen von einer nationalen Koordination von die Lenk war auch Gegenstand von der Diskussion auf einem Kongress, den kurz danach war, da ich mir mal Zeiten die Thematik auch als die Lenk behandelt für Wert, weil wahrscheinlich die heute froh wenigstens an dieser Legislaturperiode der Mittelpunkt wird durchstellen von denen neoliberalen Reformen, die ugeduld sind, die schon lange ugeduld sind, sind 20 Jahre ob mans geht davon diskutiert, wird ich dann Publikationen von der OECD und so weiter sind Szenarien entwickelt gehen, Katastrophenszenarien entwickelt gehen, die hauptsächlich darauf basiert hun, dass von Leuten mehr gehen, dass dann an Zukunft nämlich so viel Suche können Wirtschaft gehen für Renten zu finanzieren, an 10 Propositionen gemäht gehen, die basieren auf einem 3-Pilier-System, wovon da 2 kein öffentlichen Pensionssystem wären, wie den, den wir heute kennen. Und das ist so gut, kann ich sagen, der Toten als zur offizieller Politik an Europa gehen, und das von den Kehrpunkten von der sogenannten Gouvernance économique, die an Europa dem Moment Virun gedriven wird, sogar über Kap von den gewählten Parlamenten, die was an den nächsten Staaten erwäscht. Pure Marken will ich heute der Diskussion vorausschicken, die wir aber auch alle wollen, nur mehr durch Therese Kurzer, was am Anfang als Spezialistin ist, was vorher von der Sécurité Sociale angeht, was auch selber an der Sécurité Sociale beruflich tätig ist, was der Steckpunkte von der Reform wird durchstellen an der Haltung dazu. Und dann der Marc Baum als ein Attaché parlamentärer Gemengerot von Nesch, den Herr no ein paar Propositionen von denen, die wir machen, besonders wird herausgreifen an der aktuellen Diskussion. Ich meine, die Szenarien, die Katastrophenszenarien, die entwickelt gehen, basieren mal à première vue auf einer Tatsache, die ich nicht kann lesen, dass die Leute natürlich mehr gehen, und das dürfen auch die Pensen, die man Vieillissement von der Gesellschaft zusammenhängen, dass die Depensen auch werden an Zukunft klammen. Die Chambre des Salariés hat zum Beispiel ausgerechnet, dass das Szenario wie ich den anderen, dass wann haut die Depensen, da sind Renten dabei, aber nach anderen Depensen vom MIL gehen, sind da dabei, dass die im Moment 19,5% vom PIB durchstellen, an das möglicherweise können auf 27,8% am Jahr 2050 klammen, was aber an Eisenbahn keine dramatische Steigerung ist. Von denen Depensen, das sind Depensen, die Gesellschaft muss an ihrer Gesamtheit an den nächsten Jahrzehnten progressiv drohen, an sie entsprechen noch ein ganz klares Bedürfnis, das am Anfang geholt den urale Wunsch von den Menschen individuell firmial zu gehen, die Möglichkeiten sind halt geschärft gehen durch Medizin für allem, an die bedeuten natürlich auch ein Coût, der mehr groß ist wie
für drin. Wir meinen aber auch, dass es mehr einfach an einer Gesellschaft wie Eiserhaut wird möglich sein, Kosten von dem Kuh zu drohen, weil auch die Gitter an die Servicer, die von den Leuten geschaffen gehen, dass die auch in Zukunft durch die neuen Technologien noch viel mehr sehr hergestellt gehen, am andere Kuh können hergestellt gehen, auch durch Derbicht von all den Leuten, die damit auch ihre Kreativität an der Derbicht mit rabbringen, an Menge mehr, auch wenn den Schomer mit rabbezieht an die Gesellschaft. An gesellschaftliche Derbicht kann die Derbichtzeit reduzieren, kann den zusätzliche Kotisationen schaffen, die fehlen. Das heißt, wir sind am Anfang nicht der Meinung, die Szenario gehen immer von einer Schwarzmalerei aus, am Mengen am Anfang, die Gesellschaft gibt sich nicht weiterentwickeln. Natürlich als den Hintergrund von dem, was damit bezweckt wird, als auch klar. Ich komme nach darüber zu schwätzen. Dafür ist das, was gesagt wird, gar nicht von vielen Jahren klar. Mehr Mengen, dass muss eine Perspektive auch der Menschheit abmachen, wo viel mehr Leute können schaffen gehen, für Männer Zeit schaffen, für das die gleichzeitig am Pensionsalter sind, auch können besser leben davon. Oder man gerade so gut leben wie biselo an am Gleichklang auch leben mit dem, was an der Gesellschaft für Reichtum geschaffen wird. Also weg von denen pessimistischen Szenarien, ein optimistischen Szenario von der Entwicklung von der Menschheit, als das, was mehr proposieren, und das am Anfang der philosophische Hintergrund von der ganzen Debatte. Weil all die Katastrophenszenarien basieren noch auf enger Voraussetzung, dass auch die, dass den Partage vom Reichtum an der Gesellschaft, so wie in Haut besteht, an Zukunft auch soll so weitergehen, respektive nach mehr soll verschlechtert gehen. Aber dass die Partage vom Reichtum an der Gesellschaft, die große Realität, die dort dahinter steht, dass per Salarial am PIB, also am geschaffenen Reichtum zu Lützeburg am Jahr 1980 von 52% ob 40% Haut zurückgegangen ist. An Europa ist auch zurückgegangen, aber an Europa ist immer noch mehr hoch. An die Differenz, also an Europa ist per von den Salären noch besser drin wie zu Lützeburg. Für wer das so, das hängt doch damit zusammen, dass zu Lützeburg die Kotisationen ganz tief sind. Das ist auch ein Teil vom Salär, dass die Kotisationen sind der 35 Jahre nicht mehr angehoben gesehen. Und dass das, was die Leute, die suchen haben, das ist Betrieber, und auch die mehr reich Leute, dass das in Wirklichkeit zurückgegangen ist, an Lützeburg am besten durchsteht, in ganz Europa, wird das ausgerechnet ging von so einer Wort, die nicht kann bezichtigen, dass die Idee von der Lenker vernochstehen, wie PricewaterhouseCoopers, wo festgestellt, dass Lützeburg der nächste Platz leidet, was reell bezahlte Steuern nur geht, wenn ihr nur noch per Patronal von der Kotisation sozial dort dabei rechnet. Das heißt, der Reichtum hat sich defavorabel entwickelt, für Zahlären hat sich defavorabel entwickelt für die Einnahmen von der Sécurité Sociale, aber mehr Mengen, wenn in an die Richtung weiter mal die Balance herstellen, ob man es die für drin bestanden hat, dann hätte ich noch eine ganz andere finanzielle Situation an der Sécurité Sociale. Und da gibt es die Diskussion, die Haut gefordert wird, aufgrund von den Prämissen, die Haut bestehen, gibt sich ganz ernst ausgesehen und dann geben auch ganz andere Konklusionen, können daraus ziehen. Ein weiterer Prämiss, von denen sie ausgehen an der ganzen Diskussion, also am Anfang wie wenn sich das Problem nicht mehr gibt, am öffentlichen Rentensystem stellen. Das Problem, dass die Leute mehr gehen, dass dann auch mehr Suchen müssen geholt werden, für Depensen am Alter zu finanzieren. Aber wie wenn das Problem sich nicht auch stellen an demselben Maß an einem privat finanzierten Rentensystem. Auch da gehen die Leute mehr, auch da müssen mehr Suchen geholt werden, für das zu finanzieren. Und wenn wir wissen, dass die Systeme ganz stark darüber beruhen, auf ein Kapitalisationsprinzip, guckt den, wie zum Beispiel Privatrentefonds auf der Welt evaluiert tun, an Krisenzeiten. Wir hatten den Fall
2008 sind noch lo die Lechtzeit 2011 auch sind ganz schlecht Rendement gewirrscht bei private Pensionsfonds, sind sogar carrément Perten gewirrscht an Holland, an der Schweiz und so weiter. Und noch zu Lützeburg als der Rendement 0,6% gewirrscht. Das ist also auch privat finanzierte Rentesystem als gerade so den Fluktuationen von der Ökonomie ausgeliefert oder sogar viel mehr ausgeliefert wie ein öffentliches Rentesystem an. Ich meine, vor die sich stellt, als nicht die, wie man Renten in Zukunft können finanzieren, vierrangig mehr ein weiteren System als den besten, ein weiteres System als am besten für den Zusammenhalt an Solidarität von einer Gesellschaft für den Zweck zu erreichen. Wir sagen so ganz klar, das beste System als den öffentlichen System, den wir heute tun, für Wert. Meistens wird finanziert durch Kotisationen. Die Kotisationen, die hier herabfließen, die gehen vom Benefis den weggeholt, weil auf der Basis, wo Kotisationen nach oben gehen, an abgedeelt gehen als Salär, an Beneficer, alles das, was an Saläre fließt, alles das, was an Kotisationen fließt, das fließt nicht an Profiter. Das ist also ein Element vom Salär, den du abgehoben wird. Das ist auch ein indirektes Salär, den du abgehoben wird, mit dem in Zukunft können Pensionen finanziert gehen. Die Salär wird weitergereicht und die aktuell Pensionäre, der wird kollektiv geriert, übrigens mit den Gewerkschaften zusammen. Alle Gute sind darüber beteiligt, auch die mit dick Paien haben, bezahlen daran an Hilfe mit Pensionen, von denen zu bezahlen, mit kleinen Paien. Das System funktioniert ohne Benefizzwecke. Eine Assurance, du musst da Zinsen bezahlen, du musst da Kommissionen bezahlen, sie riesig Verwaltungskosten damit verbunden, riesig Publizitätskosten, alles das tut dann ein öffentliches Pensionssystem, das funktioniert ohne Benefiz und funktioniert dadurch auch viel mehr billig. Die Alternative, das sind so Privatsysteme wie Riester-Renten in Deutschland, die absolut an Katastrophe gelaufen sind. Das lesen wir all Tag, wir brauchen nicht in deutschen Zeitungen zu gucken, für zu sehen, wie die Systeme funktionieren, die übrigens gerade den Leuten, die Zusatzpensionen bräuchten, es unmöglich machen, weil sie zu teuer sind, die Zusatzpensionen sich zu erkaufen, sodass die Systeme hier an Katastrophe feiern. Aber das Problem ist, dass zwar das noch nicht an dem Text, den wir haben, draufsteht, aber dass es aber an der Logik von dem Text dranleitet. Und noch der Bartolomeo hat gekündigt, dass er will in Richtung von privaten oder von Zusatzpensionen an Zukunft gehen, wo sich dann vorstellt, wie die Zusatzpensionen da werden finanziert gehen. Und das ist ziemlich logisch, dass das privat finanziert Zusatzpensionen hauptsächlich werden sind. Voilà, das System also von der Privatrente Menge mehr feiert an eine mehr starke Individualisierung. Die Leute gehen mehr gegen den anderen Gestalt, während das System ein solidarisches System ist, den wir wollen absolut beibehalten. Und dafür wollen wir auch Lösungen sichern am Kader von dem System, für den auch an mehr weiter Zukunft nach finanzierbar zu machen. Wir machen erst darüber auch eine Reihe von Propositionen herno. Auf jeden Fall, die Propositionen, die Lohm durchschleihen, als klar, die laufen alle Guten darüber aus, dass die Entreprisen nach weiter Kadoen gemäht kriegen, durch den Blockage von den Kotisationen während weiteren 10 Jahren, durch eine Reduktion von den Kotisationen, dadurch, dass Prestationen an Zukunft werden diminuiert gehen. Die Diminution von den Prestationen läuft darüber aus, dass die Renten nicht mehr am Gleichschritt mit den Löhnen gehen, aber dass sie sollen aufgekoppelt gehen, zum Beispiel von den Lohnadaptationen an Zukunft, und dass auch den Taux, mit denen sie gerechnet gehen, aufgrund von den Salären heraufgesetzt wird. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Pensionen und den Salären verschlechtert sich mit diesem System. Und die Leute müssen in Zukunft dann einen Teil von ihrem Nettolohn holen,
die vielleicht dann ein bisschen an Blut geht, wenn Kotisationen darauf gesagt gehen, die aber da müssen holen für die Privatpensionen, dummer das finanzieren. Das heißt, das war Teil 4 vom Minister Maxi Bartolomeo als eine Proposition, die enthält kein einziges Element, das en faveur wir von den Salarien, kein einziges Element, das en faveur wir von den Pensionierten, das ist keine Proposition dran für Renten zu verbessern. An alles, was dran ist, als am Anfang just nehmen am Avantage von denen, die Employer sind, oder von Pensionsfonds und von Assuranzen, die werden die großen Beneficiären davon an Zukunft sind. Und ich will just nehmen zum Schluss darauf hinweisen, und das weist aber auch vieles, wie die Lien noch an der Realität bestehen zwischen Politik und wirtschaftlichen Interessen. Das ist der Fakt, dass der Präsident von der CSV, Michel Wolter, die jo viel schwätzt die letzte Zeit über Renten. Er sieht, gibt noch lange nicht weit genug gehen, was da geschehen. Aber den Herr Wolter, das geht nun als enger Fisch für seine Landterrien, die die Deputierte müssen umgehen, an die Chamber sieht, veröffentlicht gehen, geht nun, dass hin Präsident vom Verwaltungsrat für 4 privaten Lebensversicherungsgesellschaften ist. Das heißt, der Präsident von der CSV, den eine wesentliche Rolle an der Rentendiskussion spielt, als selber persönlich interessiert daran, dass das öffentliche System reduziert wird und dass das private System neue Reihen kriegt, an denen sich kann entwickeln und an denen kann Profite machen. Und das meine ich als eine Tatsache, die ziemlich klar darauf hinweist, an welche Richtung dass die heutigen Reform geht, wo Sozialisten ja die sind, die sie wollen, 34, wo verschiedene Mächer, wie wenn es ihnen noch nicht weit genug gehen, wo ich meine, dass der Konsens aber darauf besteht, letzten Endes für mich sehr die Reform hier in der Chamber durchzubatchen, weil sie einen wichtigen Einstieg ist an ganz viele Sachen, die nach der No-Werte kommen und die sich auch danach weisen werden, wie zum Beispiel zusätzlich Komplementärpensionen und so weiter. Wenn ich mal anfängt, für zu gucken, worauf das Ganze überhaupt basiert, die Prävision, die geht über 50 Jahre, für den Rest von dass man Trenden so viel verschlechtern, kann ich nicht ernst so wieder das Grenze du Wahrsagerei, weil wir hatten 1910 2 Weltkriege hier rausgesucht, wenn ich 50 Jahre guckt, 1960, bon, also das ein bisschen für das zu illustrieren, an den Prävisionen auf 50 Jahre, dass das nicht ganz seriös ist. Und wir kritisieren natürlich hauptsächlich in der Reform, dass die massive Verschlechterung von den Leistungen springt. Die Durchsetzung vom Tod eine Majoration proportionell von 1,85 auf 1,6. Das heißt, dass Pensionen zwischen 11 und 13% gekürzt gehen. Der Max die Bartolomeo schätzt von 15%, aber das wird sich an dem Dingen belaufen. Und das ist extrem. Das sind extrem Kürzungen, die lo an Jahr 2052 voll zum Droh kommen. Wir kritisieren der Woche nach einer anderen Tatsache, dass das eben das, was ich gesagt von den 50 Jahren Prävision, dass das die 40 Jahre, die nächsten 40 Jahre Verschlechterungen, degressiv Aufsetzen von den Leistungen, dass die an ein Gesetz angeschrieben gehen, über ein Tableau. Ich kann dich vorstellen, dass das eine ganze Reihe Negoziationen zwischen Sozialpartnern oder so in Zukunft wird blockieren, an hypothekieren, weil das ist schon fast gesagt, was die Verschlechterungen sind, die nach 40 Jahren hat. Du hast kein Sputmido für den Moment für Negoziationen, für Verbesserungen. Oder das Gesetz muss geändert gehen. Das Gesetz an dem muss ändern, als mehr kompliziert, wie man ihn so punktuell Verbesserungen kann durchsetzen. Der Minister sein Hauptmotto ist mehr lang schaffen oder man Rent. Das ist auch auf viele Fälle überhaupt technisch nicht möglich, weil mit dem Spruch gibt die Leute einfach etwas viel gemerkt. Es gibt Leute, die so spät anfangen man schaffen durch eine ganze Reihe Gründe, sie gehen lange an die Schule und so weiter, die überhaupt nicht können, wenn sie am Alter sind, auch mit 65 Jahren, wird Rentenalter wird schon nicht gehecht, auch nicht mehr da können.
hier Taux de Kotisation so weit op, also hier Taux de Majoration so weit optreiben wie im Moment das op 1,85. Wenn jemand 25 Euro fängt mat schaffen an bis 65 Euro durchgehend schafft, da können den op den Taux von 1,725. Also 1,85 kann so eine Person schon nicht mehr erreichen. Ein anderes ganz frappantes Beispiel wird am Fongol aber bedeutet, wie die Leute wirklich verarscht gehen, für mal richtig wäsch zu suchen. Am Gesetz steht weiterhin dran, dass den Taux de Majoration bis rup kann go bis auf 2,05%. Das ist halt auch schon der Fall. Und das ist halt der Fall, wenn in einen gewissen Teil von Jahren geschafft wird, an einem gewissen Alter hat. Wenn jemand sagen wird, gibt es Leute zu assistieren, am Berufsleben zu bleiben. Den Taux von 2,05, die kann in am Jahr 2052 erreichen mit 65 Jahren, wenn in 53 Jahren geschafft hat. Also da muss ich mal 12 Jahre schaffen, für den Tod zu kommen. Das kann ich mal ein Fachs. Ne? Oder gehen wir zurück an 19. Jahrhundert, wo Kannerarbeit existiert hat. Also da müssen den Leuten mal klar suchen, ich fand das ein bisschen der Gag gemacht. Die Leute, die viel Lächer an ihrer Karriere haben, die eine unvollständige Karriere haben, der geht immer mehr. Und das sind nicht nur Frauen, die sind zwar hauptsächlich Frauen, dadurch aus familiäre Gründe, dass die Mengen einen anderen Grund abgehalten haben, schaffen. Aber nicht nur die, jetzt sind halt viele Leute, die eben hier Arbeit verlieren, die können schon was zu gut tun, die unbezahlte Stagen machen, das ist ja auch so viel, oder im Moment die Menschen kassiert, kann ich von der Uni, das betrifft nicht nur Leute, die noch keine Schule gemacht haben oder so, mit können die von der Uni, da gehen die mal für die ersten 2 Jahre lang irgendwo hin für nichts schaffen. Und dann hat in die Zeit die fehlen an der Karriere oder geht in einen Stage machen, wo ich nicht versichert, das lag so Geschichte. Und wenn ich dann eine unvollständige Karriere hat, dann also in hauptsächlich Betraf von denen aufgesetzten Taux de Majoration, die bei 1,6 da leidet, du kannst man nicht mehr so weit kommen, dass ihn den Taux überhaupt brauchen. Weil en plus, und das hauptsächlich betrifft auch hauptsächlich Frauen, die Zeiten, die zurückgekauft gehen, die Möglichkeit existiert, die gehen nicht mitgeholt, für auf die Seite zu kommen, von 100, die muss tun, wir können die mehr an der Pension zu kriegen. Die Zeiten der Ersatzzeiten gehen nicht mitgeholt, für auf die Seite zu kommen, sodass also nicht mehr obligatorisch auf freiwillig versicherte Zeiten mit der Betracht geholt wird. Eine andere Sache, die auch soll aufgeschafft gehen oder die direkt eine Verschlechterung von der Rente mitbringt, das ist ein Ajustement. Die soll halbiert respektive aufgeschafft gehen, wann die Prime de Répartition pur mehr ist wie ein Taux de Kotisation. Also die Prime de Répartition, die ist im Moment 20,8%. Den Taux de Kotisation ist 24%, wenn die Prime de Répartition mit den Recetten nicht mehr durchgeht, oder wenn man mehr wie 24% brauchen, für die laufenden Depensen zu decken, da wird dann justement entweder halbiert, respektive aufgeschärft. Du kannst mal sehen, dass das vielleicht mal ein bisschen geändert wird, aber was ist evident, dass den Taux de Kotisation, den ist mal festgeschrieben am Gesetz bis 2022. Also das ist mal. Aber auch dann seid ihr noch, dass der Minister absolut nicht will, an dem Fall, wo das ging antreten. Ne? Zum Beispiel können die ja dann noch so, da setzt man Taux de Kotisation an Blut, da kriegen die Leute ihren Ajustement weiter. Nein, er ist schon festgeschrieben, den Taux de Kotisation, die bleibt noch 10 Jahre mal ganz klar auf 24% limitiert. Also eine Forderung natürlich, die von der Patronatsseite aus können. Ne? Die Allocation de fin d'année, die geht einfach gar immer aufgeschafft, wann ein Taux de Kotisation gehoben wird über 24%. Die geht einfach gar immer aufgeschafft. Aber das alles Mesuren in die Zukunft greifen. Da geht es nicht darum, für den Moment, wo es weit ist oder wo wir über die Sachen diskutieren, sich durchzusetzen und dann darüber zu diskutieren, muss man das machen oder muss man gucken, vielleicht für auch mal andere Finanzierungsmöglichkeiten zu kriegen. Nein, das tun also mal halt Beschluss fertig. Kann ich sagen, dass bei dieser Reform auf keinen Fall der Wunsch von der versicherten Rechnung gedroht wird, meistens denen vom Patronat und natürlich auch denen von Privatpensionsfonds, was Finanzmillionen, weil die massiv
Rufsetzung von den los mal so wie hun nach immer ganz guten Renteniveau Leute hun eben net am Alter sind sie net an dat ze schlecht mit könne lechten wat ein positiv was und dazu so wie wann aber durch Renten eng Rentereform so weit drauf geht 14-15% zum Beispiel da fängt Leute und sich zu überlegen, da muss ich aber merken nur vielleicht privat für mich zu versichern. Also von dem Niveau mehr ich geht natürlich weil Leute mehr an der Pension verlieren, dann gehen sie sich überlegen, ob sie nicht sich soll privat versichern. Da ist Menge mehr auch ein Bild von der Reform, den hab, weil ich erinnere, Pensionen von der Staatsbeamten sind auch schon gekürzt gehen. Ne? Das schenkt nicht so viel gedrohen zu holen. Das heißt, ein zweiter Coup für an die Richtung zu gehen von dem sogenannten zweiten Pilier. Wir wollen da auch dann hauptsächlich auch die Grünen, die ja immer fortschrittliche Mäntelchen hinhängen, da an vehement kritisieren, weil die verteidigen eine Richtung, die so, es ging noch nicht weit genug gehen an mit dieser Reform, die verteidigen eine Aufsetzung vom Plafond cotisable, was ja nach Männer gingen. Rezepte bedeuten von den Pensionskäsen, das ist eine Linie, die wir gut nicht können nur verzeihen. Ne? Als Hauptmeinung aus dem für so im Moment ist kein Handlungsbedarf. Wir haben am Rentenreservefonds haben wir 11 Milliarden. Das sind 11 Milliarden, laut ihren eigenen Prävisionen soll bis 2029 durchgehen, bis die Reserven auch und Legalreserven hochkommen, was 1,5 Mal die Jahresausgaben soll durchstellen. Ne? Bon, sind nach so vielen Jahren, die überhaupt gar keine Möglichkeit oder gar keine Necessität besteht, während der Zeit können sich über andere Finanzierungsmoyen mit Kap zerbrechen, das Eisrichtung, an die wir wollen gehen, und nicht an die Richtung von der Verschlechterung von der Leistung. Weil da tun als eine Politik ja schon festgeschrieben, und da geht sich immer nicht darüber gefroht über die Erschließung von neuen Finanzquellen. Ganz timid geht man so, die Kotisation könnte in der Umstellung gut gesagt gehen, aber recht von 2022 könnte das dann Diskussion. Und von dieser Sache vom Schwarm nach ein Jahr, es ist kein Schwarm da, weil in dem lang schafft, sie verliert immer. Wenn dir mit 6 Kindern in Pension gehen, kriegt ein reduzierter Trend. Wenn dann nach 5 Jahren lang arbeiten geht, oder während 5 Jahre lang Rente nicht kriegt, die hat en plus Kotisationen während der Zeit bezahlt. Aber wenn ich das mal ausrechne, schon einfach pro forma mal, also sie chiffrieren ganz viele Sachen ziemlich schematisch, und an ihrem Sinn, ich meine, ich lummel dann eine andere Rechnung, wenn da während 5 Jahre lang, wie lange arbeiten geht. Und die hat eine Rente von 3.200 € im Monat gekriegt. Dann ist das die Marktung von 192.000 €, die da verliert. Die bezahlt en plus während der Zeit. Am doppelten Mindestlohn, los mal so Kotisationen an der Käse, 24%, das sind 51.840 €. Voilà. Das kann den Umlenker an Diskussionen ranwerfen, für die Suchen, auch von den Herren ein bisschen mehr an der Rente gehen, für das ranzukriegen. Da muss ich schon ganz, ganz viel mehr gehen, wie das überhaupt möglich ist im Moment. Ich kann nicht mehr so, merci Max, die Pensionsreform, die geht ausgedroht im Buckel von den Versicherten und hauptsächlich auch im Buckel von denen zukünftigen Generationen, weil in den Markt stellt ja immer dann seine Verantwortung für die zukünftigen Generationen groß am Fenster, hey, will nicht, dass die zukünftigen Generationen schlecht durchstehen, wieder das genau das, was da wohl geschickt, die nämlich nur mal eine gute Kuckucksehe nicht nachgelöst kriegt. Die Leute, die heute aufhängen, man schaffen, das sind die dumm haben nur 40 Jahre, weil die müssen mir lange schaffen gehen, und sie kriegen noch plus noch an der Rente. Das ist so, dass wir für einen enormen Paradox stehen. Auf der einen Seite haben wir ein Rentensystem, das effektiv ist, das gesund ist, auch gut funktioniert, den enorme Reserven hat, den die Reserven auch in den nächsten Jahren noch weiter Werte aufweisen lassen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es, wie das Herr Schwedru noch schon gesagt hat, Angst gemäht mit einer Dette cachée, mit Zukunftsszenarien, wie es die letzten 30 Jahre immer näher rumkommen sind, dass man eine Rentemauer giffen laufen. Wir wären, wenn wir den ersten Szenarien geglebt hätten, wären wir schon längst an der Rentemauer.
Wir haben am Moment den am Fong performansten Rentesystem, den weiterbret sicher geht, den auch einen anderen gesellschaftlichen Effekt hat, nämlich das, was an Deutschland Rëm gëtt, nämlich dat in de Phänomen Altersarmut halt zu Lützeburg kaum gesagt. Pensionäre sind innerdurchschnittlich zu Lützeburg, glücklicherweise innerdurchschnittlich heich aus dem Tode Pauvreté bei Pensionären zu Lützeburg, was ganz viel überstärkt von dem dort System aussieht. Die Finanzen sind gut, auch an die Prävisionen für die nächsten 10, 15 Jahre, das ist kein Problem. Hallo, sind wir heute mit einer Reform konfrontiert, die am Anfang den Gegenteil möchte. Auf der einen Seite geht es aus von hochspekulativen Prognosen, die unilateral just Salarien, Salariat treffen soll, und zwar Salariat als ganz, das heißt die Leute, die aktuell arbeiten, wie aber auch die Leute, die früher geschafft haben, das heißt Pensionären. Alle Guten sollen sie ihren Obolus lassen. Patronat muss gar nicht bezahlen und der dritte Reform. Am Gegenteil, das am Anfang ein Kado, weil die Kosten von der heutigen Reform einseitig just auf Salariat aufgewälzt wird. Es ging dadurch, dass Prestationen sollen verschlechtert gehen, wie Trace schon gesagt hat, sollen Incitationen geschärft gehen, für sich eventuell privat zu versichern. An die Frage, wie eine Reperkussion das auf die allgemeingesellschaftliche Entwicklung hat, wie eine Reperkussion das auf den Chômage zum Beispiel hat, bei Jungen, aber auch bei Salarien über 50, da wo die wirklich Probleme im Moment sind, die Fragen, ob die hat das Reformgesetz gar keine Antwort. Aber wir sind auch konfrontiert mit einem Dogma. Und den Dogma besteht daran, dass es probiert wird zu erzählen, dass, wenn wir mehr alt gehen, von uns Lebenserwartung an Blut geht, dann muss man auch mehr lang schaffen. Das geht aus von einer Vue von Gesellschaft, die komplett statisch ist, an der es gar keine Entwicklung gibt, an der es gar keine Produktivitätsgewinner gehen, die einfach statisch ist. Geschichte und auch die Geschichte vom modernen Kapitalismus ist aber ein anderer. Und dürfen Menge mehr, dass es in allererster Linie, wie das Herr Schwedro noch schon gesagt hat, ein Verdelungsfroh ist. Wann Kosten von Leuten am Alter wussen, dann ist froh, wie finanziert den das. Wenn wir sagen, dass wir im Moment eine exzellente Situation haben, und Tracy doch gesagt, es gibt gut keinen akuten Handlungsbedarf. So haben wir aber verschiedene Mesuren, die mehr als vorstellen, wie ein unser Rentensystem auf lange Sicht kann sicherstellen. Wir haben auch ganz kurzfristig Mesuren vorgesehen, und das nicht, weil es eine Dringlichkeit für Finanzement gibt, sondern weil es eine Ungerechtigkeit innerhalb von dem existierenden System gibt, die wir wollten aufschaffen und die gleichzeitig den Effekt hat, dass weiter Suchen an Pensionskäsen rankommen. Das ist das, dass wir den Plafond von den Kotisationen, den im Moment auf 5-mal den Mindestlohn festgesetzt ist, dass wir die gerne aufschaffen. Heute in Lützburg gibt es rund 12.000 Leute, die mehr wie 5-mal den Mindestlohn kriegen. Davon ungefähr 3.500, die sogar mehr wie 7-mal den Mindestlohn kriegen. Und die Leute mit denen ganz hohen Salären sind manner beteiligt an der Finanzierung von den öffentlichen Renten, wie die unter dem Höhe von 5% liegen. Das ist erstens eine aberrante Ungerechtigkeit. Und dafür proposieren wir den Plafond abzuheben. Und am Gegenzug aber ab einem gewissen Höhe, also die Kotisation, das, was nur rauskommt, eine degressive Augmentation. Das heißt, dass ab einem bestimmten Höhe von 4-5 Mal der Mindestlohn den abzielt, dass es nicht mehr an die Lut geht, das, was nur rauskommt, mit dass es raufgeht, was einen Effekt hat, dass kurzfristig und mittelfristig neue Resetten rankommen und aber langfristig Depensen von dem System überschaubar sind, weil sie am Anfang eine Zucht wie ein Plafonnement von den Depensen wird wirken. Dann mengen wir, dass, wenn ich die Analyse möchte von den letzten 30 Jahren, dass den Anteil von den Löhnen geschaffenen Reichtum immer mehr klein ist, den Anteil von den Benefizen immer mehr groß ist. An das Finanzement von unserem Pensionssystem
op der ersten Partage von der Richesse, nämlich den zwischen Lehen an Beneficer, leidt mengen wir, dass es notwendig wie eng mesure anzufeieren, dass den auch misst Dividenden, Loyeren, also dat wat Proprietät hier geht von Revenu, dass den die misste auch mal dran sehen an Finanzierung vom Rentesystem. Das ist eine Mesure, die am Fond so etwas wie eine Kompensation oder eine Regulation für eine Ungerechtigkeit oder ein Teil Ungerechtigkeit, die an den letzten 30 Jahren immer mehr groß ging, als 12 Monate für drun exposiert. Wann es dann aber so wie, dass irgendwann ein Keier mal aus dem Seuil von 1,5 Mal Dépensen annuell unnähern, was an unserem Modell, dadurch, dass wir die Plafond abgehoben haben, an andere Seite nach beigeholt haben, wesentlich an der Zeit noch 4 dekaliert das, also an Zukunft dekaliert das. Aber dann mengen wir, dass den auf der Frage von dem ersten Partage muss zurückkommen, nämlich dass den Kotisationen aufpassen muss und die real Besoin von der Finanzierung vom Rentensystem. Wir mengen auch, dass nur unser Modell, den schon nach den nächsten Jahren weiter von der Rentereserve vorgesehen, dass den muss eine ganz seriöse Diskussion und eine ganz seriöse Reflexion darüber führen, was den mit denen so möchte. Im Moment ist es so, dass heute und her an der Welt investiert gehen an Aktien, an Obligationen. 0,6% das war der Rendement, den letztes Jahr rauskommt. Wir mengen, dass die enorm Summe von Suen, die am Moment leid, an die nachwuchsen wird, die quasi ein separates Staatsbudget durchstellt, die eine multiple als von den Investitionsausgaben von einem Staat, dass die Suen sollen benutzt gehen, erstens für Hai zu Lützeburg an der Region zu investieren, aber für die Art und Weise zu investieren, dass die großen Zukunftsfrohen, nämlich den Tournant Energetik oder Diversifikation insgesamt von unserer Ökonomie, da können für Ruhegedrive gehen, für Zukunftsfähigkeit vom Standort Lützeburg oder von der Lützeburger Ökonomie zu garantieren. Dadurch, dass neue Arbeitsplätze geschaffen gehen, alle gehalten gehen, und da dann natürlich auch neue Kontribuablen an neue Resetten an Käse rankommen. Das gibt aber, wenn ich das so mache, gibt es komplett Umdenken an der Wirtschaftspolitik bedeuten. Es gibt nämlich bedeuten, dass der Staat sich selber als wirtschaftlichen Akteur gesagt und nicht das möchte, was man im Moment möchte, nämlich nicht mehr probiert, den Kader zu schaffen, für das Investitionen aus dem Ausland heute zu Lützeburg können gemäht gehen und auf der anderen Seite mehr dann die Suen, die Salarien heute zu Lützeburger Wirtschaft tun, durch die Welt investieren. Das sind die Pisten von Alternativen, die wir viel gesehen, wo wir mengen, dass sie eine große Durabilität tun, was die Aufsicherung vom Rentensystem angeht. Wir mengen auch, dass an der Auseinandersetzung oder an der Diskussion im Rentenreform, dass bislang ganz viele Proposen auf den Tisch kommen sind, die für uns gut nicht gehen, weil sie No-Go durchstellen. Die Grünen an eng ähnlich Kerput auch CSV, zumindest ein Teil von der CSV geschlossen, wählt die Plafond von den Kotisationen nicht entdecken, wie mehr als das vorstellen, mehr sogar noch weiter raufsetzen auf 3,5 Mal den Mindestlohn. Was das für Auswirkungen hat, die direkt erkennbar wären, die sind nefast. Erstens gibt es bedeuten, dass unser Rentensystem auf 30% direkt, immediat, auf 30% von seinen Resetten verzichten muss. Das gibt bedeuten, dass die Situation, die im Moment haben, exzellentär sind, dass die von Haut auf mehr aufgeschafft wird an das System als ganz. Wenn es da ein seriöser Propos wird, an das System als ganz, wird man da auf Frage gestellt. Natürlich gibt es bedeuten, dass das Patronat nach Männer bezahlen muss für den solidarischen kollektiven Sicherungssystem. Sie kriegen eine Kado gemäht an Höhe von hunderte Millionen von Euro pro Jahr, wobei die Kado, den sie am Ende durch die Indextranche gemäht kriegen, Bälle Klacks wir. Das ist eine strukturelle Reform, die just Patronat befehligen. Und es gibt natürlich bedeuten, dass
Necessität, ja, vielleicht sogar Notwendigkeit für sich privat zu versichern, nach mir groß gehen an Weimar für Drujo schon hören hun, dass das aus dem Mund vom Präsident von der CSV könnt, schenkt nicht zu verwundern, wenn ihr wisst, wie eng persönlich finanziell Interessen hinhört. Die dorten Proposen sie für uns ein No-Go, weil sie bedeuten nicht ernst wie die definitiv Destabilisierung, voire Aufschaffung von dem solidarischen Rentesystem, den immens gut funktioniert zu Lützeburg. Es gibt genau das bedeuten.